Wir befinden sich in Bloomington, in Indiana-Universität. In der antike Schmues meiner ist mit Professor Dov Ber-Keller. Wie kommt Aid in Indiana-Universität in sich verworfen Winkel in wer lernt an du jüdische Studies? Eine gute Frage. wie kommen jüdische Limudim in Indiana und wie kommt Aid, dass Porsche zu da Sach Professor sein Nieden auf verschiedene Gebieten. Und mit der Jahr 30 zurück, einer ein Forscher und ein akademischer Tour, Alvin Rosenfeld, ist raus mit der Gedanke zu schaffen, ein jüdisches Programm für jüdische Limudim. Von einem Teil von den Professoren, was vernehmen sich gewöhnlich mit humanitaren Limudim, wäre es am Umgehen über deutsche Literatur, wegen französischer, wäre es am Umgehen, ich weiß nicht, was soll nicht sein dort, spanische Sachen. Aber was haben gehabt, etwas Scheiches zu jüdischen Sachen und ein Interesse und gewollt unterhalten. Und auch nicht Iden, was haben gehabt Interesse, weil Iden sind ein interessantes Thema für die Nicht-Iden, ist ein universales Thema. Hat geschaffen ein Programm und alle haben gelacht von dem 30 Jahren zurück, wo es inmitten Heck, irgendwo in einem verworfenen Winkel in Indiana, und ich weiß nicht für was, nur der Stadt Indiana, was ist ein bisschen näher von Illinois, lassen wir sagen. Und eigentlich sehr nah zu Ohio ist. Wegen Ohio sagt man nicht, Ohio ist ein verworfener Winkel oder Illinois ist ein verworfener Winkel. Jedenfalls verrieden. Oder viele Wisconsin sagt man nicht. Nur auf Indiana, in allgemein, in amerikanischer Kultur, wie viel ich verstehe, ist es geworden ein bisschen ein Stück Symbol, wo etwas sehr weit, als man guckt rein auf der Mappe, sieht man, es ist gar nicht so weit in der Ames. Ist Taki, wie er so kommt, Jiddisch zu Indianer oder jüdische Limudim. Ist erstens versteht sich gewähnt als Sachprofessor, was der jüdische Indien und sie engagiert und sie haben gewollt das entwickeln. Zweitens, der Universität halt sehr von jüdischen Limudim, weil sie meinen, und in einem gewissen Sinne ist es damals richtig, als das zieht zu jüdische Studenten von anderen Staaten. Und in einem gewissen Sinne ist es richtig. Wie viele jüdische Studenten Bichlal lernen sich in der Universität? In der Universität, man sagt rund 3000 ein Jahr, ein gewisser Prozent. Der Universität allein ist ganz größer. Der Campus dort, bei den 40.000 Studenten, ist irgendwo 3000, ein bisschen mehr jüdische Studenten sein. Du verstehst sich nicht alle vernehmen sich mit jüdischen Limudim. Ja, wie viel Tage mit jüdischen so mein Interesse. Das Programm von jüdischen Limudim, nicht von Jiddisch, nur von Jiddisch Jewish Studies, jüdische Limudim, ist gewesen bis mit ein paar Jahren zurück, ist gewesen eine von den populärsten, wahrscheinlich die Zollstudenten. Es gewesen über 100 Studenten. Von verschiedenen Nationalitäten. Verschiedene Nationalitäten und versteht sich sehr oft gewesen jüdische Kinder, aber nicht nur jüdische Kinder, und man muss sich gekannt spezialisieren. Man kann sich noch als spezialisieren, ist es geworden ein bisschen weniger, aber es ist noch als, es ist noch als einer von der ersten Universitäten, provinziellen Universitäten, was es da ein größer bis Graduierprogramm für jüdische Limudim. Und Alvin Rosenfeld hat das entwickelt in Mesche von 30 Jahren. Und hat auch geschaffen eine Reihe Kathedras auf verschiedenen Gebieten von jüdischen Limudim. Und eine von den Kathedras, was geschaffen ist, gewinnt Kathedra für jüdische Sprache und Literatur. Das heißt, man lernt du Hebräisch. Versteht sich, ja. Aber das sicher. Und ich darf sagen, da bin ich sehr stolz, dass alle meine Kollegen, was sie vernehmen von verschiedenen Gebieten, in Geschichte, in Literatur, allgemeine Literatur, sie kennen euch lernen auf Hebräisch oder sie kennen zum Beispiel sehr gut Hebräisch. Das ist eine gewaltige Sache, weil nicht in alle Universitäten in Amerika kennen die, also gerufene Mumchim, das ist die wichtigste Sprache für jüdische Limudim, ja. Es hat immer gewesen ein Interesse in Jiddisch in allgemein, und ich weiß, als Alvin persönlich hat sich gehabt ein bisschen mit Gladsteinen und mit Jörn zurück hat gebracht zu Baschewissen,
auf dem Campus, hat beschäftigt gehalten etliche Referaten da und gelehnt seine Werk. Und so durch gelebt hat eine Frau, was hat eine von seinen Übersetzern gelebt da in Bloomington. Und es hat sich geschafft, man seine Möglichkeit, hat man geschafft, man hat eine Kathedra, das hat sich wegen Summers auf 90er Jahren, glaube ich. Wie viele Jahre bist du schon du? Bin angekommen, ich habe angekommen dem neuen Jahr 1000 da. 2001 im Januar. 10 Jahre. Schon 10 Jahre, bald im Januar seit 10 Jahren. Ja. Was für Themen bei der Klau glaubst du aus zu lernen? Wenn sich von dir, von der Universität, oder von der Konjunktur von den Studenten, was wollten gewollt lernen? Es ist alle drei zusammen. Es ist eine Kombination von allen drei Komponenten. Was wird zuziehen die Studenten, was interessiert mich und die Universität ist interessiert der Rika, ihr sollt an meine Arbeit und ihr sollt zuziehen Studenten zu meiner Lektion. Das ist der Rika. Ich lerne nur Jiddisch, alles was so zu tun mit Jiddisch, Geschichte von Jiddisch, von aschkenazischer Kultur, mit dem Trop auf jiddischer Kultur, was hat zu tun mit Jiddisch, versteht sich, das erzählt sich der aschkenazischen Koidisch, und wegen der hebräischen Literatur, der traditionellen Literatur, was sie gewinnen und so weiter, und dem religiösen Judentum, das heißt der Amolik-Jiddischkeit von Amol, und wie es hat sich entwickelt, der Askol und so weiter. Und ich benutze sehr Sache mit stücklich Texten, das ist ein allgemeiner Kurs. Ich habe einen Kurs wegen jiddischer Literatur in der Übersetzung auf Englisch. Und als der Kurs kann zuziehen bis über 40 Studenten, aber sie wissen manchmal gar nicht, oder etliche wissen etwas. Und sie dürfen lernen und sich zuhören zu meinen Sachen und sich beteiligen mit ihren Fragen. Und zumal gelingt mir ein bisschen mehr zu ziehen, sehr Aufmerksamkeit und sich beteiligen zu sein. Die hast du manchmal Doktoranden, was? Ja, das was ich gerade gesagt das ist bis graduiert. Aber Graduierstudenten durch die Jahre sind schon gewesen, bis jetzt, ich weiß, 7, 8 Studenten. Jetzt haben wir das Jahr, aber es hat genommen eine Zeit, das soll sich ausbauen, und weil nicht alle jüngere Forscher, was wir werden Forscher, Graduierstudenten, will von so weit Aschken Indianer wieder einmal zu der Meister, was Geografie. Man sagt, Banner Champagne, was es war, das ist Vorteil, ist nicht so weit von Chicago. Aber Bloomington ist schon sehr weit, es ist noch 2 Schossen von Chicago, nicht 2 Schossen, 4 Schossen und so weiter. Hat man ein bisschen mehr. Aber mit der Zeit hat sich es entwickelt, als das Jahr ist ein neues namentlich Jahr, wir sind zugekommen 3 neue Graduierstudenten. Und vor ein Jahr gekommen ein neuer Student, sie arbeitet auf Geschichte. Wir haben ich wollte unterzählen an Erich, wir haben 4 Studenten in Literaturforschung, 2 Studenten in Geschichte, wo sehr Fokus ist auf Jiddisch und sie arbeiten mit Jiddisch und sie haben sich nicht alle sich ausgelernt, oder alle Chutzeiner haben sich ausgelernt, man muss euch reden Jiddisch, aber einer, was schämt sich ein bisschen zu reden, was wird sehr groß, der Herz, ich weiß, er versteht sehr komplizierte Texte und sie kann sehr gut beschlossen passiv. Ist von Standpunkt von professioneller Zugerätung ist sie mamisch am Umgehen über jiddische Literatur in Original, nicht nur übergesetzte Rede. Wie gefällt sich in dem Fliegel von germanischen Limudim? Ja, es heißt germanische Limudim, weil sie lernen noch Holländisch, Jiddisch und Skandinavisch. Aber versteht sich, als 98% von allen Forschern, die sind, vernehmen sich mit moderner Deutscher oder Philologie oder Literaturgeschichte und Kulturforschung. Das ist es.